Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus dem verregneten Bern. Wir haben heute die folgenden 2 Themen für eure Sendung. Ein innovatives Projekt im Asylzentrum Rinkenberg und das Jahr 2025 bei Coop. In Rinkenberg startet der Kanton ein innovatives Projekt. Im Asylzentrum sollen Geflüchtete zu Pflegerinnen und Pflegern ausgebildet werden. Der zuständige Direktionsvorsteher Pierre-Alain Schneck will so nicht nur Integration fördern, sondern auch den Fachkräftemangel angehen. 2 Flüge mit einer Klappe. Mein Kollege Ben Abeckle hat bei ihm nachgefragt. Das Projekt hier ist ein Ausbildungszentrum. Das heißt, die Leute, so früh, dass sie im Kanton Bern kommen, sind sie hier in die Integrationsphase. Wir starten mit intensiv Deutschkurse, nachher mit Einsätzen in verschiedenen Institutionen mit dem Ziel, der SRK-Pflegehelferkurs zu absolvieren. Was kostet die Ausbildung pro geflüchtete Person? Das heißt, die Kosten für die Ausbildung kann ich hier nicht im Detail ansehen. Aber was klar ist, eine solche Ausbildung, die erlaubt nachher die Leute nach 2 Jahren selbstständig unterwegs zu sein, sind viel tiefer als andere Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo die Leute während 5 bis 7 Jahren unterwegs sind und am Ende sogar manchmal nicht selbstständig sind. Bis zu 60 Personen sollen in Rinkenberg ausgebildet werden. Aber reicht das für den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entgegenzuwirken? Das ist für uns völlig klar. Wir haben mit einem Pilotprojekt in Berner Jura gestartet, in Bellelay. Jetzt haben wir das 2. Ausbildungszentrum. Wir planen im Moment das 3. Ausbildungszentrum. Unser Ziel ist, dieses Modell noch weiter zu benutzen. Ein weiteres Ziel ist, dass wir auch andere Zertifikate als der SRK-Pflegehelferkurs anbieten zu können, weil jede Person ist nicht unbedingt geeignet, um in die Pflege zu arbeiten. Es gibt Leute, die andere Richtungen gern mitmachen würden, wo auch Fachkräftemangel herrscht. Ein spannendes neues Konzept. Der Detailhändler Coop hingegen hat sich nicht neu erfunden. Trotzdem hat er letztes Jahr ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich gebracht. Der CEO Philipp Weiss blickt auf genau das zurück. Wir wachsen bei Umsatz, wir wachsen im Gewinn, wir wachsen bei Food, wir wachsen bei Non-Food und auch im Bereich der Aktionen wachsen wir gesamthaft weiter. Erstens denke ich, haben wir wirklich ein Top-Ladenbaukonzept. Wenn man das hier schaut, mit viel Handwerk, vielen Leuten, die arbeiten, dann denke ich, ein tolles Sortiment vom Preiseinstieg bis zu Bio, bis zu vielen Markenprodukten. Der natürlich auch viel investiert in das ganze Ladennetz. Wir haben in den letzten Jahren meistens mehr expandiert als der Discount und werden das auch künftig machen. Wir gehen in die Städte, wir gehen in die Berge, wo kein Discounter geht. Wir gehen ins Verzaskatal und auch dort, wo einfach die Leute leben und sich bewegen. Wie viel Geld man ausgibt für Nahrungsmittel in der Schweiz, wirklich nicht sehr positiv. Werden Sie da auch in der Preissenkungsstrategie weiterfahren? Ja, wir haben eine klare Discount-Preisstrategie. Das ist erstens ein voll ausgebautes Sortiment mit 1500 Artikeln. Da wollen wir auf 2000 Garantieartikel gehen. Da haben wir auch alle Marken, die beim Discount sind, zum gleichen Preis. Und schlussendlich sind natürlich die Aktionen sehr wichtig. Die Migros hat jetzt gerade ihre grösste Restrukturierung eigentlich durchgeführt von der Geschichte. Trennt sich zum Beispiel von diversen Fachmärkten. Sie wollen dort investieren. Warum? Ja, weil wir überzeugt sind, dass auch im Non-Food stationären Handel braucht und auch gefragt sind. Und wir sind ja im letzten Jahr massiv gewachsen, im Warenhaus um fast 5%, bei Jumbo um 2%, bei Interdiscount um 1,5%. Wir glauben fest daran und deshalb tun wir auch attraktive Ladenformate gestalten und die auch umbauen. Trotz der aktuell durchaus komplexen Weltlage blickt Coop optimistisch in die Zukunft. Weniger optimistisch bin ich, was das Wetter in den nächsten Tagen angeht. Hier folgt der aktuelle Wetterbericht. Wenn ihr mehr erfahren zu den aktuellen Themen, schaut wie immer vorbei auf plattformj.ch oder in unserer App. Merci vielmals fürs Einschalten und einen schönen Abend zusammen.
Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Blatt vom J-Wetter für den Kanton Bern. Viele Wolken, oft nass und vor allem im Oberland wieder eine gute Menge an Neuschnee hat es heute gegeben. Besserung ist zwar auf die neue Woche an in Sicht. Die nächsten Tage muss man sich aber noch an das nasse und oft graue Wetter gewöhnen. Auch am Mittwoch bleiben wir unter Tiefdruck-Einfluss. Zudem erreicht uns im Laufe des Tages eine Warmfront. Es wird also wieder nass werden. Im Mittwoch starten wir dann mit vielen Wolken. Es kommt am Morgen auch schon zu Niederschlägen und das sogar auch in Form von Schnee, bis möglicherweise sogar auch ganz runter. Temperaturen die liegen am Morgen rund um den Gefrierpunkt. Am Nachmittag ist es dann weiterhin bewölkt, zeitweise auch nass. Die Schneefallgrenze die steigt aber wieder ein bisschen an, da es eben eine Warmfront ist und die Luftmasse dann wieder eine Spur milder werden. Die Temperaturen liegen dann so zwischen 3 und etwa 5 Grad. Der Wind der ist am Mittwoch auch nicht mehr so ein grosser Faktor, zumindest in tiefen Lagen. Da haben wir im Mittelland noch einen schwachen bis mäßigen Südwestwind, aber auf den Bergen ist es weiterhin stürmisch mit Wind aus westlichen Richtungen. Am Donnerstag geht es dann unbeständig mit vielen Wolken und weiteren Niederschlägen weiter. Die Schneefallgrenze liegt dann um etwa 1000 Meter. Am Freitag gibt es zwar noch viele Wolken, wenig Sonne, aber höchstens nur noch wenig Regen. Das Ganze bei um die 5 Grad. Am Samstag erreichen uns dann voraussichtlich wieder 2 Warmfronten. Es wird dann zwar eine Spur milder werden, aber halt auch wieder nass bei rund 9 Grad. Und am Sonntag sieht es so aus, als würde sich der Luftdruck wieder ein bisschen erhöhen. Dazu strömen dann wieder mildere Luftmassen ein. Es kann dann recht sonnig werden mit zweistelligen Temperaturmaxima, also dann ein Hauch von Frühling. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.